Ja, liebe Antimilitaristinnen und Antimilitaristen. Ich spreche hier für den Landesvorstand, auch für den Landesvorstandsmitglied der Bayerischen Linken. Wir waren letztes Jahr schon hier in Ansbach zu einer Landesvorstandssitzung, genau, einige erinnern sich noch, haben ein ähnliches Programm gemacht, wie heute auch schon stattfand, haben uns hier die Gegend angeschaut, die Gorillas angeschaut, sind mit Betroffenen vom Fluglärm ins Gespräch gekommen. Und es beeindruckt mich immer wieder, wie hier der Kampf, der seit Jahren eigentlich unermüdlich ist, so engagiert weitergeführt wird und sich heute auch Gedanken gemacht wird darüber, wie es weitergehen könnte als zivile Zukunft dieser Stadt. Ja, Ansbach wurde mittlerweile zum internationalen Drehkreuz des Militärs. Die Konzentration von Standorten der US-Truppen in Europa führte an zum Abzug und hier zu massiven Aufstockungen der militärischen Infrastruktur. Als linker Landesverband treten wir für ein sozial-ökologisches Bayern ein. In diesem Sinne könnte man beispielsweise auch die Militärareale im Freistaat umnutzen und dabei sogar zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Es gibt dafür auch viele Beispiele. Es wurde heute die Fachhochschule in Ansbach besichtigt. Vielleicht haben es einige auch mitbekommen. Die Konversionsbemühungen in Würzburg sind in vollem Gange. Es werden dort zusätzlicher Wohnraum geschafft. Es wird in Würzburg die Universität erweitert, was hier vielleicht auch ein Aspekt sein könnte, eine Erweiterung der FH. Es werden auch immer mehr Studienangebote dazukommen hier in Ansbach und sind dazu gekommen in letzter Zeit. Es wurde aber auch hier von der BI schon darüber gesprochen, ob man nicht vielleicht einen Windpark dort anlegen könnte. Im ganzen Sinne der Anti-Atom-Bewegung und der Förderung erneuerbarer Energien. Dies alles sind alles Ideen, wie man dieses Gebiet zivil nutzen könnte. Und man muss damit nicht darauf setzen, Krieg und Leid in andere Länder zu exportieren. Ich denke, es gibt genügend strukturelle Konzepte, die erfolgsversprechend sind und sich eben schon woanders bewährt haben. Der politische Wille ist es aber, der noch verstärkt werden muss. Ich denke, die Linke ist da immer mit guten Beispielen vorangegangen und wir werden auch weiterhin kämpfen gegen den belastenden Fluglärm und die Zerstörung unserer Umwelt und vor allem dafür, dass vom deutschen Boden kein Krieg mehr ausgeht. Ich danke euch und wünsche euch noch einen guten Abend und eine gute Diskussion hier zur Konversion und zur zivilen Umwidmung des Militärareals in Ansbach.